Ihr kennt mich aus Serien wie Interview mit Raf 3.0, Interview mit MC Fitti oder die Jahresrückblick mit Lonien. Wir sind hier bei Luxemburgs Weblog, wo es darum geht, die neuesten Interviewen, News und Reviews über Hip-Hop zu machen. Wir schalten live an Zentral bei der Seraf Harris, den ein Interview mit dem CMP hört. So, herzlich willkommen beim Interview mit dem CMP. Sorry. Wie geht es dir? Gut, selber. Ja, wisst ihr, für was wir heute sind? Großer Gott, es gibt so viele Möglichkeiten, meine Antwort darauf zu formulieren. Niemals, nicht in 1 Million Jahren, auf keinen Fall. Jamais français. Never, Mr. Clever, niet negativ. Und meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Dr. Litchfield, bitte nicht. Dr. Cox? Dr. Litchfield, bitte nicht Chirurgie. Naja. Wir haben ein kleines Listening an dein Album ran, da hat man 4 Tracks zusammen ausgesicht. Und da schwätzen wir ein bisschen über Tracks. Ich wollte am Anfang aber mal noch ein bisschen über dein Album schwätzen. Easy. Ja. Wenn ihr sich das Cover anguckt, da steht Alien drauf, sehe ich auch dein Album. Ja. Für was ist dein Album Alien genannt? Am Anfang, also Alien, weil ich ja, also schwätzen auf Deutsch und dann vergleiche ich mich ein bisschen mit dem deutschsprachigen Raum. Und ich fand, dass ich einfach an verschiedenen Hinsichten ich will so einzigartig sein, aber es gibt da nicht viele, die so ähnlich klingen wie mich am deutschsprachigen Raum. Und auch vom Musikstil her und so, ich sehe mehr amerikanisch angehaucht. Und wie gilt das? Capo, Shindy, und noch 2, 3 oder so, die so gehen. Und dann mit meinem Akzent und plus auch noch klingt ernst, dass wir Alianer. Und ja, auch weil ich auch von allem etwas mache. Das nicht, dass ich nicht mehr Battle-Rap mache oder ich mache Party-Lieder, Battle-Rap, ich mache Lieder mit Messagen, ich mache wirklich alles, ich mache deutsche Musik, die so nicht viel hört. Und ja, dafür Alien klingt gut und hat mir direkt gefallen. Und, ja. Dein Album ist ja deutschsprachig. Ja. Für was ist denn ein Album auf Deutsch abgeholt und nicht auf Letztebäuerisch? Also Deutsch, das ist einfach für mich mehr interessant und ich kann schon mit mehr Leuten vergleichen und theoretisch ist es einfach mehr zu holen, weil du kannst mehr erreichen. Weil hier auf Lützeburg, was soll ich hier erreichen? Hier Lützeburg, allerhöchstens eben Fame, Pursuren und mehr. Weißt, am liebsten, also ich gehe weit sicher, am liebsten will ich gerne einfach Millionär. Robert! Robert! Sie wissen natürlich, dass das krass weit hier geholt. Aber wissen, und dann probiere ich immer, das Maximum zu gehen. Und mit Lützeburg Musik ist einfach nicht zu holen. Und das interessiert mich dann auch nicht. Klingt natürlich dann auch so, wie wenn ich nicht mehr auf Suchen ausführe oder so. Aber ich mache das seit 9 Jahren. Dann fängt du langweilig zu gehen, wenn ich nicht mehr da in Lützeburg mache. Dann Bestand mit irgendwelche kleinen Rapper hier vergleichen muss. Und das will ich einfach nicht. Ich gehe mich weit sicher. Okay, sollen wir mal kurz an dein Album ranlauschtern? Können wir machen. Welches Lied soll man sich stellen? Mir hat ja fair rausgesicht. Ja, da ich, was da steht. Fühl mich so. Das Lied heißt Fühl mich so. Ja. Wen hat Beats für dein Album gemacht? Die Beats, die habe ich von einem Site gekauft bzw. geleast. Also das heißt, die Beats die kommen alle von Amerikanern. Mein Album ist sozusagen als echt so ein Mixtape. Aber Beats gehören teilweise auch mir. Aber sind nicht ganz Menge. Außer den Intro vom Album, den ist von Jason gemacht, ein guter Kollege von mir, den Album von Dorian Aluva produziert hat, mit dem DB, Mengenproduzent. Aber sonst ist alles aus Amerika. Okay, lass mal gerade Fühl mich so, worum geht es da an dem Lied? Ja, am Lied, man einfach Party.
einfach ein Lied finde ich gut zu fühlen, so, weil das sind die Lieder, die ich gerne lausche, Popmusik oder auch Webmusik, die mich gut fühlen lässt oder cool fühlen lässt. Da lese ich gut fühlen und ja, das ist einfach, das ist alles. Ich mache Party. Größere Sinn geht es nicht. Soll man mal auf immer jung rüber gehen? Ja. Warum geht da den Titel ganz dumm gefroht? Ja, also wenn Titel schon sehe, kann sich denken, also geh einfach drums, dass ich gerne jung weit sind, jung weit bleiben, obwohl ich ja am Anfang gehol jung sind. Aber ich bin nicht von den Menschen, die keine Ahnung, also ich zum Beispiel, ich bin nicht den krass sein Geburtstag feiert, also ich fängt nicht schon traurig zu gehen, was ich mir angehe, weil ich keinen Bock alt zu gehen. Und ich habe Angst, das Einzige, was mir Angst macht, als alt zu gehen, Bob zu sein. Mir Angst an. Ich will am liebsten 16, 17 Jahre haben, 18 maximal, und mein Leben lang. Das wäre am schönsten. Text, ein Titel ist schon viel mal jung, was der Bushido auch so Lieder rausgebracht hat. Ja, und für und ihm war ja, wenn der Karel Gott oder so hat ja. Den hat ja da mal gemacht, oder ja, wenn es wahrscheinlich. Ja, also, ja, natürlich wusste ich, dass das Lied gut aber es hat gut nicht mit dem Lied von Bushido so zu dienen. Okay. Es hat mir einfach, das Thema passt einfach, also mir gut gepasst und ich einfach gemacht, egal wen das Lied schon erklärt, also wen den Titel schon erklärt hat. Dafür. Mal, lo lasch man nach an den Wow Mom ran, ich mengen, du kannst mir selber erklären, worum es geht, dass du den Mom geriecht wahrscheinlich. Nee, du mein Mama. Ich weiß nicht, also, du hast schon rangelauscht. Nee, die Leute haben nicht rangelauscht. Ich wäre so ein Lobeshymne für den Mom. Nee. Du viel gut nicht. Also, wenn den richtig rangelauscht hast, dann checkt ihn direkt, um was es geht. Also, das ist ein Lied über Milfs. This is very obviously a Piero della Francesca. So, would you object if I said that you were quite striking? Mr. Finch, are you trying to seduce me? Yes, ma'am, I am. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Stand up tall, Mrs. Robinson. You're dead. Ah, okay. Nee, ich will wirklich gedacht, du gehst dir mal merci für alles. Sorry. Kein Problem. Nee. Das ist ein Lied für Milfs. Das heißt, du bist auch den an der, wie hieß denn? An der Rief der Klausen. Der King Wilma. King Wilma. Ich bin schon ehren, du wärst Milfs, aber ich war persönlich schon nie am King Wilma. Das ist wirklich so. Ja? Ja. Vielleicht, gehen Jack hier gucken. Gib mal hier zusammen. Und dann haben wir noch einen, das ist mein nächste Feature, den du auf dem Album hast. Ja, das ist also das Lied Polarisieren, mit Dorian. Ja, Dorian ist einer von meinen besten Kollegen. Und wir sind einfach voller Banger Wellenlänge immer. Also was musikalisch gesehen auch noch sonst. Und keine Ahnung, der Beat. Den einen doch der krasse Beat vom Kid Ink, der Rapper. Und hin an euch sind dick Fan von Kid Ink. Und ich hatte den Beat gefunden
nee, direkt gefragt, was macht man, und ich war direkt dabei, und das ist das dann entstanden. Und worüber geht es da? Polarisieren heißt einfach Meinungen splicken von den Leuten. Also die einen und als Geld, die anderen hassen uns. Und bei mir passt es so mega gut, weil ich die viele Leute, die mich unterstützen, aber schon bald genauso viele Leute, die mich hassen. Und Dorian als Mann, einer als mehr so, einer als, keine Ahnung, vielleicht fand Leute noch mehr sehr, sie müssen, ich weiß nicht, einer ist nach Leben. Aber egal, am Allgemeinen passt, das Polarisieren passt bei uns. Und ja, aber das Thema aus sich, das ist kein großes Sinn dran. Das ist einfach ein bisschen Battle Rap, aber ja, mehr am Endeffekt, ja, das ist einfach ein bisschen ein Lied, wo wir einfach gerne weisen, wie man können flowen, wie man können rappen am Allgemeinen. Ja. Ma dat do well kurz rallerschrin wo kriegt denn dein Album hier? Also mein Album momentan op iTunes, Amazon, da gin anders si dem Music Load an wat wie sech mé hab sech iTunes, Amazon. An war fréier oder spéder bring ich auch enker d Album als Free Download raus op wahrscheinlich MySpace an Bandcamp. Dat kann dauern. Ich so am 4 raus fir falls Leute die mech hassen also ke beaucoup suen auszugin, da können de sech später hinawer en Keroflen nach allerstellen. Für den Stand zu heden. Ja, die fan sie so mal Grund. Nee, mir fir die mich unterstützen wollen, die können die bekafen. So krieg ich auf jeden Fall ein bisschen abs ran an ja. Du hast ja auch Läschke an der Battle League Lützeburg matt gemacht. Könnt du ein irgendetwas, wo du siehst, hast man aus einer Battle-Tournee matt oder nicht? Also bei der Battle League, also das so, ich schon de matt gemacht. Ich sollte von Anfang an, ich will einen bestimmten Gegner, ich nehme so noch, das ist so egal, an mich können sich denken. Also nicht gegen den, aber auf jeden Fall ich wollte den, nicht matt gemacht, und du kriegst dann den Webstar, und du war direkt, das ist keine Excuse, soll auch keine Excuse sein, meine Motivation war einfach da fort, weil ich wollte bestimmt, und ich von Anfang an gesagt, und kriegst hin, und ich habe viel krass auf die Liste Schiller geholt und den Tag für rund meinen Text geschrieben und ist dann auswendig gelernt. Du konntest schon noch auswendig mehr. Da war natürlich ein bisschen nervös, nur den Moment selber und dann habe ich dann einfach verkackt. Weil ich gesehen nicht so, dass sie mich gefickt hat, aber ich mich selber gefickt. Also, weil ich einfach meinen Text nicht wusste. Und obwohl ich natürlich gut war, also wirklich nicht auszusetzen mehr. Wenn ich alles gewusst hätte, dann weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Aber dafür habe ich mich einfach selber verkackt. Und soweit ich weiß, könnt ihr auch im nächsten Battle League, also du manchmal laufen, ich habe auch schon gefragt, ich habe aber nie gesagt, also solange nicht die bestimmte Person macht möchte, mit der, gegen pardon, 1, 2, 3, gegen der ich will battlen, dann mach ich das mit. Also die Person weiß ganz sicher, dass sie gemeint ist. Das ist mir ganz egal, ob sie macht mich oder nicht. Falls ja, da will ich gerne gegen die Person umtreten. Und sonst, also ist cool, die Person muss es machen. Also mir ist, ich habe kein Problem momentan, alles cool. Und das ist für mich Battlen also einfach sportlich gesehen. Und ja, du gehst ja auch auf Fußballmatch und du wirst da gewonnen, weißt du, das ist das selber. Der Teil wird lo am Interview mit CMP, aka Chris Banger. Lädt ich sein Album auf iTunes an Amazon rauf und gibt ihm ein Interview respektive der ganzen Sendung einen Daumen rauf oder rauf und schreibt dann Kommentare an, abonniert den Channel von mir und vom CMP. Die fand die Sachen alle gut unten an der Beschreibung. Easy, genau, alles gesagt. Naja, merci für das Interview. Merci, Joche. So, die Leute, das war ein Interview mit dem CMP, durchgeführt vom Serafiris. Wir schalten weiter bei dem Master of Ceremony, den für eine Review bereithält vom Album Hangster vom Psycho Dino. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Oh, Freck. Oh, Gilles, das muss so krass erfordert, das geliebst du gar nicht. Moja,
Mein Name ist MC oder auch Master of Ceremony und es sind hier für die Review zu machen vom Hangster-Album, der vom Psycho Dino rausbricht, den Album Hangster, also Produzentenalbum, genauso wie dem Mel Beats Album, den mit 2000 von Spielunden ihr rausgekommen ist, war wirklich ein super Produzentenalbum ist. Und ob den Psycho Dino Album so ist, das verraten ich nur in den nächsten 5 Minuten. Für dich mal den Abbau zur Tracklist, das heißt, hier nur du sich Beats gemacht, der Psycho Dino. An einer Rapper hun drüber gehabt, da sind in anderem Sido dabei, dann Bartek von den Orsons, die wahrscheinlich verschiedene von nicht kennen werden, dann den viertlaschtour ganz krass Robgeschoss aus von Nullobin The Quo, was natürlich verständlich ist. The Quo, genauso wie Bartek, Cars an Sam sind selbechte Label in der Vertrag wie de Psycho Dino. Dat wäre derselch wie wann de Boss gerne op engem Wegealbum gefeatured wäre, also das normal, dat de do Drs sinn. Dann hummer er woch Leiit wie Cello an Abdi. Soll ich sagen, was ich hasse auf den Tod? Ja. Rosinen. An Schwester Ever, Haftbefehl as Drop. Dann hummer nach Pauline, wird verschiedene von ich wahrscheinlich werde kennen von den MTV oder auch durch Neo Paradise, weil man Miyoko Klassen erwewe. Dann hast nach den den Oli Banjo hast nach Drop Super Rapper an Oli Banjo. Und wie hummer nach Drop Delo so gut ist, da muss ich aber mal denken, wegen Maschine schmeißen. So, komm. Google.de Wie ist ein Album Hangster? Ein Album Hangster geht geschrieben mit so einer komischen Hashtag für drauf, weil das ja mittlerweile modern ist. So, und dann klicken wir auf Tracklist. So. Und hier haben wir sie. Wir haben noch Bassultan Hangstrop nicht zu vergessen. Rockstar, die so Nerdrap sich machen. Megalo, natürlich super Rapper. Und fragt, die hatte ich schon komplett vergessen. Den Echo Fresh und den DCV DNS sind zusammen auf einem Track. Und dann haben wir nach dem Outro aus vom Weekend geschrieben, den da auch wahrscheinlich verschiedene von ich keine Werte Welle 4 2 Uhr der VBT gewonnen hat von der Schnidieren und letztes Jahr nur am Wochenende Rapper rausbrücht gehabt. So, das wäre zu den Features drauf. Insgesamt sind es da 29 und ganz neu und offiziell ist auch nicht alle gehabt, aber sind im Fall vielversprechender dabei. Die Lieder sind an einer anderen Party machen. Auch Spaß haben, wie ihn doch nicht ernst das werden kann. Und dann, ja, was soll ich sagen? Ich habe mir ein Album insgesamt 3 bis 4 Mal durchgelauscht und also es sind gute Lieder dabei, wie zum Beispiel Hangster mit Echo Fresh und DCV DNS, wo es geht Hipster und am Gangster. Und wie mir auch super gefallen hat, aus den Part von Rockstar auf Bassultan Hangst und auch die vom Oli Banjo, den einfach auf diesem Album Wunderkind heißt. Den Intro vom Sido hat mir auch gut gefallen. Andere Sache wie 8 km/h für Co. an Haftbefehl. Als mal wirklich ehrlich gesagt, gut nicht hängen geblieben an insgesamt ein Album,
et megen einfach dat du Produzentenalbum hast, dat de viel Details an Beats gestachelt. Beats kommen noch alle go richtig gut un. Sie sind net alle go immer dieselbe Schmäse, sind immer schön aufwürstungsreich Beats. Me verschiedene Texte, die hun Text geschrieben für den Text zu schreiben. Das war nicht so wie zum Beispiel beim Bartag, also wenn sich die Sachen ulauscht, die man Macs zusammen hat als Maxer Plan B oder auch Sachen, die für Dawsons geschrieben hat, dass sie wirklich richtig später an Hai, also wirklich so, ja, hat das geschrieben. Ja, und dann für mich als ehrlich so den wirklich ganz innen durchsten Track bei mir als 8 km/h um Co an Haftbefehl zu summen. Weil ich schon das Lied gelauscht hat an so, es war zwar nicht so schlimm, dass ich dem Lied nur 30 Sekunden Schlied nur 30 Sekunden Gewehrstrecke mehr wie soll ich das beschreiben, das Lied aus River an denken in sich nicht, oh Gott sei Dank, mehr tut ihn einfach nicht behalten vom Lied. Anschluss bei dem Lied hängst da an vom Ecke an DCV DNS, weil ich wirklich nicht mehr löwen kann. Und auch den Intro vom Sido rappt einfach auf. Und ja, also insgesamt kann ich vom musikalischen Aspekt hier, wer beattechnisch, wer dem Album beattechnisch unbelangt, kann ich nicht so super Beats mit super Brüder, super, einfach musikalisch super gesehen. Und wir haben Album teilweise gut Lieder, aber auch ganz viele Sachen, wo sich freut, so, ja, okay, das an der Reihe an. Also, so man so, wenn da ein Album kaufen, weil da Chimperator oder Quo-Fan seht oder auch den Psychodynasing Beats feiert, können ihr wirklich ungetrüscht kaufen. Andere Leute rekommandieren ich wirklich schon mal für dich ein Album ranzulöschen und sich zu diskutieren, ob es einen da kaufen oder mir ehrlich gesagt mein Gut als ein Album gut nicht. Es sieht mich mal jeden Fall froh, dass ich da mal fertig bin. Ich gehe dem Album 2,5 von 5 möglichen Sternen und ich sehe mal einen Grund schlafen. Nicht. Ja, mach noch in die Loot-Hires. So, die Live-Leute, das war dann auch schon bald von dieser Sendung. Es ist so ein nach dem MC Merci, dass die flotte Review über ein Hengst-Album gemacht hat, den leider nicht so gut ausgefallen ist. Aber naja, es muss noch halt schlecht oder nicht gerade so gute Albume gehen. Lo schaltet man noch sehr zurück an den News Center, wo der Lo nach die neueste News kriegt und über kommende Veranstaltungen Laufen gehalten geht. Ich so schon auf dieser Platz Adi bis die nächste Woche. Vergiss nicht zu kommentieren, zu liken und den Channel zu abonnieren. Bis dann, Adi. So, die Leute, willkommen hier im News Channel. Ich schon immer die neueste News für euch. Und das Woche wollte ich mit euch über das Thema Kollege Farid Bang am Maskulin schwätzen, nachdem auf der La Classe Jam den Konzert vom Silla gestürmt gouf vom Farid Bang auf dem Kollege an Hindruden gehört haben, aufzutreten. Hat de Flair gepostet gehabt, hin hat ein Telefonat mit Farid Bang gehabt an de Beef, wer begrüße gehen, wird den Kollege an der Farid Bang später hin auch selber über Facebook und Twitter mitgedeelt tun. Me, sie sind noch immer kein Kollege, wird ihnen auch wahrscheinlich sich denken kann. Me, sie sind noch nicht so, dass sie sich die ganze Zeit mal ne Beef tun. Me, sie sind einfach neutral zu nehmen, wenn ich das so gucken will. Lo
ass awer am Flairlehrer nach immer eng Deckdiskussion erwüke, dat Animus maskulin verlos huet dem Flair mat engem affe Code gedroht, well de feinen Herr Flair anscheinend dem Animus nach nie Sue fir Texter bezuelt huet, an dofir verklut den Animus lo anscheinend de Flair. An dann hummer jo nach den MC Boogie, alle Kolleg vum Flair, den 2012 die Straße lässt nicht loszusammen mat dem opgeholt hat fir den BC-Album Berlin Crime, ihr Berlin Crime-Album huet lo diskente Flair gemacht an den Herr Respektschale himself. Essen geht und ist ja los? Wollt ihr mit rein oder was? Bitte? Wolltest du mit reinkommen oder was? Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, also, dann ruft euch nicht rum. Ich wollte euch ja nur die Tour versauen, hab ich ja gesagt, ne? Was ist denn los da bei euch, Jungs? Alles gut? Ja, also, was soll das denn? Hä? Was war was? Mal hier nicht den Heck weg, ja? Spinne, Alter. Erbärmlich ihr seid, Jungs. Das ist doch mal echt. Ja. Wollen wir irgendwas regeln oder was? Komm mal kurz fest. Wollen wir irgendwas regeln oder was? Gibt es hier irgendwas regeln? Ich hab doch nicht angefangen. Habt ihr das extra geholt, dass wir reingehen? Du tust doch gut von mir, hä? Was ist los mit dir? Huet och ugekënnechten Distrack géint de Flair ze schreiwen, den 26. des Echten diesen Mond rauskommen soll. Dann hunnech Lunar per News anzwer ass dëse samsten den 1. Februar den K1 am Melu, also git de kucken. Dann könnt nach den 28.2. den Tideboss fir eng Release-Party an Rockhall, wo den Entrée 5 € kascht mat der CD T3000 vun Schmschnediere, sorry Tiwer schmlogiert mé schmengen sech T3000 an ja decken 29.2. an Rockhall verpasst Mount Day 2 Dates op Kefall, weil dat sind die zwei größten Dates, die diesen Monat hier am Land ausstehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, und bis die nächste Woche.